Haut op Palle fachte Sonndech gräesst ich aus der Kirch vun Habscht, mi war drof vun heit Sondesmass. Et singt die christliche Gemeinschaft vun Habscht, Kantor as de John Weber, Organist a Viersänger den Abbé Joel Santer, Organistin och Katharina Strastowa. No der Urgel-Improvisation zu Ufang sangen wir «Tu peux naître» aus J'aime l'Éternel, Volume 1. De 17. Kyriale, an als Schlusslied «Du aus Davids» Laudate Dominum 532. Durgel spielt bei der Kommunion Perin Baba von Peter Hapka, an als Sorti Triumphmarsch nach Jerusalem von Robert Tigerson. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Leif Leid heut zu Habscht an der Kirche,
alle alle Gull, die da iwwer Medien mat deis verbunden sieht. Letare, friedig. So gëtt se feierte fachte Sondig nach no segem offiziellen latengschen Ergangslied genannt. Das haut op alle Fachten, matzen an der fachten Zeit, en erfrieliche Lichtblick op dat kommend Osterfest. Auch an de Lesungen kënnt es Fried zum Ausdruck. Beriede me eis viel, fir den Herrgott as engem Wut an am Sakrament zu empfänken, a friedig an eis opzuholen. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast in deinem Sohn die Menschheit auf wunderbare Weise mit dir versöhnt. Gib deinem Volk einen hochherzigen Glauben, damit es mit froher Hingabe dem Osterfest entgegeneilt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wort des lebendigen Gottes. Amen. König der ewigen Herrlichkeit.
zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich. Lob sei dir, Herr, König der ewigen Herrlichkeit. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kamen die Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, ein Mann hatte 2 Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, bald wie ein Märchen fängt an, es war einmal. Ein Mann hat 2 Jungen. Beide sind Kanner vom selbichten Pap,
den sie allen zwei gär huet, als sie no bestem Wissen a Gewissen erzieht an op Pist vom Leben setzt. Et geht am Gleichnis vom verlorene Sohn, wie wir es nennen, tatsächlich eischter de Pap mat singen zwei Jungen. Eng typisch Dreiecksgeschicht. Eigentlich braucht das Evangelium nicht ausgelöst zu gehen. Dass die meiste von uns so vertraut, dass wir schon bei den ersten Sätzen wissen, worum es geht. Der Pap am Gleichnis als den Herrgott. Der verlorene Sohn, das sie mir. Und der Pap will das best für sein Kanner. Die Verhalle vom Pap weist, das evident, Gottes Treu zu den Menschen. Dank seiner unendlicher Versöhnlichkeit an Großherzigkeit. Der jüngste Jung, ein Teenager mit Abenteuerlust. Will raus an die groß weite Welt. Will frei sein, sei den neuen Defi. Experimentier friedlich wie nass, probierte sein eigen Wehr. Bald wie Kant, wer zu verstehen geht, ich bin schon groß, ich kann alles so lang. Ich brauch kein Hilfe, ich packe nicht so. Es stellt ihn sich vor, dass der Pap nicht ganz begeistert gewesen sein muss. Er hatte vielleicht gewarnt, sich nicht zu überschätzen. Du bist noch jung, traust du dir das zu? Aber nee, der Fiston fühlt sich großer stark, für lo obege Fest zu stehen zu kommen. Und hat du winst gern sein Irfdeal. Er lässt sich nicht suchen. Überschätzt den Kräften, weil nicht vermeintlich besser weiß. So geht den Singer weh. Ich sie groß, ich kann alles allein. A kurzer Zeit verschleiderten alles. Geht schwärzt Schof von der Familie. Lieft als Saus und Braus. Leset richtig krachen, mischt alles drop. Alles geht verjubt. Zu guter Letzt fällt den ob sein Nuss an, scheitert. Geht op Distanz zu den Traditionen vom Haus, auch den religiösen, dadurch, dass ein Schwingshirt geht, also engen Umgang mit den am Judentum streng verpönten Dieren huet. Mei Dave konnte nicht fallen. Innerste Punkt könnt dann froh, trotz sie so weitermachen, auf ihren Tinn gehen oder zugehen, dass sie sich verrannt hat. Meist fällt es jo schwer, als Versohn anzugestoßen, an Hilfe, an Ausspruch zu holen. Reflektiert sich nach, geseit wie für hem und als die praktikabelsten und handelt dementsprechend. Wann all den Erdach käm, für zu evaluieren, mei beanspruchte nicht. Dat alles weist den Echt von der Lach an Notwendigkeit umzukehren. Muss zurück. Wir kennen die wunderbare Szene, wie der Jung heim könnt, auf vom Pap mit Leverem abgeholget. Weil wie der Pap hier von weitem komme gesagt, als ein außer Rander Band von Fried, kann sein Glück kaum fassen. Liest den Ausreißer mal nicht zu einem Wort von Erklärung, Entschuldigung, einer Werfung kommen, obwohl diesen sich das schon parat gelöst hat. Dass die Jung sin Schuld angesteht und zoget, dass das ganz Vermögen etta ist, schenkt der Pap gut nicht zu interessieren. Es spielt keine Rolle. Anstattdem übergötten ihm all Insignien von einem voll unerkannten Familienmember. Die Festgewand von einem Ehregast, der Rang, den die Vollmacht ausdrückt, prächtig schon, und schließlich die Mastkalb, das nicht mehr für außergewöhnlich Fester reserviert war. Leset Schluchten, rief de Friedefest aus. Lot d'Applikation. Etwas total Verrücktenes hätte verlorene Sohn also wille man. De Pap huet die net dro gehindert. Sind ich nicht auch schon einmal so an ernst ausgeflippt, ob krumm Wehr geroden. Und ich nicht doch schon einmal Sachen gemacht, die ich später bereit hun. Hand op Herz. Geht es nicht doch an ihrem Leben Sachen, von denen da aus heutiger Sicht gibt soen, dat do gebe ich sicher nicht mehr machen. An da huderet gemacht. Aber wäre es dann nicht wohltuend, aber befreiend zu wissen und zu erleben,
Imkeier as möglich. Und dass es kein Scham ist, für zu sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich mich geirrt. Botschaft vom Gleichnis ist, du hast immer eine Chance für neu anzufangen. Du bist immer willkommen bei Gott. Hier empfängt dich mit offenen Armen, egal wie es du kannst. An, den Herrgott ist kein Irbissenzieler. Du darfst Fehler machen, ohne dass ihn dich abgeht. Fährst du für Courage, kehr guckt dankbar, wie reichen dich alltag beschenkt. Liefren, lo zum Bruder vom verlorenen Sohn, den as so richtigen, ugepassten Elsten, verlässlich, ein Musterknabe, den ich weisen kann. Vielleicht auch ein bisschen spießig. An der Pap will den Elste Jung überreden, beim Comeback vom jüngsten Matze feiern. Den aber demoralisiert als ein Gespräch mit Pap sei Bruder, an dem es ihm vorwirft, und hat sein Geld Strich verprasst. Und reagiert mit Roserei, Distanz als schwersten Reprochen. Und es verbattert, dass die Loser so soll hofiert gehen. Mir auch ob de schwer gekränkten, a verbatterte Jung geht de Pap zu, a get ihm zu verstohlen. Du stehst an meiner Gunst, an alles will ich mit dir delen. Leif alle gut, hu noch mir de Courage, leeft vom Papa am Himmel einfach an Ausspruch zu holen. Mach mir eis bewusst, wie schön das an dieser Beziehung leben zu dürfen. Das Geschicht leif mat Christen als Geschicht von der Leeft von Gott, so als Gott. So wie diese Pap als eise Gott am Himmel. Nur da ist gär wie ein guter Pap. Auch wenn wir als ege Wehr gehen, Gott lässt eis nicht am Stach. Guckt nur eis an den Wert ob eis. Beziehung zu Gott eisem Pap hängt auf keinen Fall von 4 Leistungen eiserseits auf. Hier hat sein Kanner alle gute Gär, und zwar unendlich, kein mehr oder weniger. Das wollte Jesus eis mit diesem Gleichnis suchen. Munch enge macht das Geschicht zu schön und zu rund Sinn. Du wennst sie noch immer in einer Geschichten vom guten Pap und vom verlorenen Sohn entstehen. Eng von diesen Geschichten als zum Beispiel am Theaterstück Die Räuber von Friedrich Schiller. Du hast den älste Jung, der von daheim fortlebt. Wie ein ziemlich Ruf kommt as, schreibt es seinem Pap. Mit der jüngste Bruder fängt der Brief auf, schreibt sozusagen am Auftrag von seinem Pap und sein älste Bruder. Du sollst hingehen, lässt dir der Vater sagen, wohin dich deine Schandtaten führen. Auch, sagt er, werdest du dir keine Hoffnungen machen, jemals Gnade zu seinen Füßen zu erwimmern. Im untersten Gewölbe seiner Türme wirst du mit Wasser und Brot traktiert. Das ist interessant, wie heute Geschichte vom guten Pap zu einer Geschichte von den verfeindeten Brüdern geht. Mit der das nicht Geschichte aus dem Evangelium. Natürlich wollte Jesus seinen Nolauster Sohn, dass der Gott, auf den sie sich berufen, unendlich lieb und barmherzig ist. Er will aber auch deutlich machen, dass diese Pap Menschen in Nähe verbannen will. Weil die göttliche Folie, die sich am Verhalten vom Pap am Gleichnis weist, aber durch Gott abschenkt, als zugleich ein Korrektiv, das von ihm ausgeht, für eis unzureichend menschlich Beziehungsgeschichten. Auch mir sollen motiviert gehen, eis ungeklärt, unversöhnlich Relationen nicht so zu belosen. Liebe Brüder und Schwestern, zum Schluss bleibt abstehen, was aus denen 2 Brüder geht. Leider erfuhren wir auch nicht darüber, wie die beiden miteinander zurechtkommen sind. Es wurde mal gemeint, das ist ein Teil vom Evangelium und dem wir selber nach schaffen. Alltag mit unterschiedlichem Erfolg. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, den eis grenzenlos gern huet, an immerem Versöhnung an Heilung schenkt, los ma lo bierden. Für all Christen eng liewig Beziehung zu Gott, Glauben, den an den Hechten an Deefte vom Leben dreht. Herrgott, heia eis. Pour ceux qui souffrent de la guerre, spécialement le peuple ukrainien, pour tous ceux qui quittent leur pays et se trouvent devant un avenir incertain pour leur famille, qu'ils puissent trouver accueil et soutien. Seigneur, écoute-nous. Für die Responsabel a Politik a Gesellschaft, Blick für Recht, Gerechtigkeit a Solidarität ënner de Menschen. Herrgott, heia eis. Pour les responsables des nations, soutiens-les dans leur engagement pour la justice et la paix, spécialement dans la guerre en Ukraine. Seigneur, écoute-nous. Für eis selber, Gelassenheit, Geduld, an ein großes Herz am Umgang mit eis selber, an den Menschen, an unserem Umfeld. Herrgott, heia eis. Herrgott, von dir versöhnt, aber befreit, will noch mehr Frieden und Solidarität an die Welt bringen. Vollend wird mir aus eigener Kraft nicht können. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und unseren Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Herr unser Gott, in der Freude auf das Osterfest bringen wir unsere Gaben dar. Hilf uns, gläubig und ehrfürchtig das Opfer zu feiern, das der Welt Heilung schenkt und den Tod überwindet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sanctus, Plenius Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir feiern das Mass für Jean und Anna Scholer-Schilz, auf für Ernie Scholer. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. An lo will wir zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt tut. Eise Pap am Himmel, dein Sief gehelligt. Dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweis haut als täglich Brot, verzeih als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Feier als nicht an Versuchung, mir mach als frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, dein ewiges Wort ist das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Heile die Blindheit unseres Herzens, damit wir erkennen, was vor dir recht ist und dich aufrichtig lieben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft von Habst. Den nächsten Sonntag, alle Sonntag, über Drom und Mass auch von Habst. Ich alle ganz schönen Hallefeste Sonntag, Bratzelsonntag, genießt sonnig Gräs von Habst,
hab Sonne im Herzen. An Domat schalte mat zurück an den Studio.